Bonjour, hi bei mir TV an Bonjour a willkommen. Hichte doch all Jahre am Oktober am Kulturhaus zu Mirsch von die neuen Anwohner aus der Gemeinde ob engem flotten Fest, nicht nur Gemengeresponsabel und Gemengeservicer, nicht nur Vereine und Institutionen vorgestellt, mir auch noch einen guten Maufel an den Pat zerwehrt kriegen. An ganz viele neue Anwohner waren noch das Türen der Invitation noch kommen. Am Numm von alle Guten, de politischen Responsablen an all Gemengeservice, Vertreter von unseren Vereinen, ich ganz herzlich an unser Willkommen zu heschen. Vivre ensemble, un grand mot. Je ne peux que le répéter chaque année. La coexistence non seulement pacifique, mais aussi confiante, voire solidaire entre des gens de nationalité, de langue, de culture ou de religion différentes n'est pas toujours un long fleuve tranquille. L'autre, dans sa différence, nous inquiète, nous remet en question dans nos convictions, dans nos attitudes, dans nos jugements et nos attentes. Il nous est demandé à chacun d'entre nous un effort considérable pour repenser notre vivre ensemble dans un monde où les réactions d'intolérance, de violence et malheureusement de guerre sont à l'ordre du jour. Mais je suis convaincu que l'effort d'aller vers l'autre, vers celui qui est différent de nous, vaut la peine pour nous grandir nous-mêmes et pour pouvoir tisser des liens d'une plus grande solidarité. Von Gold ziemlich alles hei, das ist flott, weil die Menschen wir sind ziemlich sportlich aktiv. Ich bin der Fitness zu mir, ich habe einen Top erst, dann haben wir einen schönen Park, wo auch einmal spazieren gehen. An normal Gemenge sind wir ziemlich sportlich aktiv, aber wir sind froh, dass zu mir ich so viel sportlich Aktivitäten angeboten gehen, auch beim Tennis, beim Basket, das ist wirklich alles hei, weil ich so brauche. Das ist flott. On vient de la ville. Donc c'est une grande découverte de la nature, des gens. Pour nous, c'est vraiment un nouveau monde. Et mon fils est à la maison Relais, moi je travaille en ville, mais on ne connaissait pas du tout la région. Et du coup, c'est une très belle découverte. Man lebt ländlich, aber dennoch halt in der Stadt. Die Stadt ist gut erreichbar, auch halt rund um Natur. Also sehr, sehr angenehm. Auch halt mit dem Merscher Park. Einfach ideale Location zum Wohnen. C'est génial d'être accueilli comme ça et de se sentir partie d'une ville qui bouge, qui fait des choses et qui nous accueille aussi, c'est important. Ich komme aus der Gastronomie, sehr professionell organisiert, alle sehr freundlich hier und sehr informativ, gerade für mich als Neuankömmling, die ganzen Vereine. Der Bürgermeister hat interessante Rede gehalten und ja, man fühlt sich herzlich aufgenommen und willkommen. Wir haben noch nie so Modell, ich meine, echt eine kleine Menge Mann, vielleicht nicht so, aber hier ist wirklich, also das ist schon impressionant, weil ich auch das Gebäude hier nicht kannt für drüben, und das ist richtig schön. Und, also der gelungene Ofen, das war mal ein bisschen schön zu sehen, noch mal die Leute kennenzulernen von heute, Politiker kennenzulernen von heute, da wirklich ein gutes Jahr. On découvre les clubs et ça c'est génial parce qu'on n'avait pas idée de l'offre
de laquelle on pouvait bénéficier. Par exemple, là, mon fils joue au ping-pong et il va certainement aller dès demain, je crois, au cours de ping-pong. Bei der Pumpstehen ein bisschen geschwart und haben Tennis ein bisschen gefroht und auch effektiv mir schon Kulturhaus also eigentlich haben auch ein Prospekt mitgeholt und sie ganz viele Sachen, wo man es gibt, eventuell interessieren, um gucken zu gehen. Eigentlich soll die Konferenz, über die wir direkt schwätzen, schon für rund 2,5 Jahre sein. Demals, als wenn es der Covid-Pandemie aufgesucht ging, mir eigentlich als den Sujet nach gerade so, wenn nicht nach mehr aktuell, der Klimawandel. Zwei beratende Kommissionen von der Gemeinde Miersch, nämlich die von der Information und die von der Umwelt, hatten zwei Experten an der Festsaal Obrecken invitiert, für einerseits die Problematik zu erklären und andererseits auch Lösungen zu proposieren. Der Klimawandel ist eine Realität. An den Hauptmessage, den die Experten der Leute auf diesem interessanten Abend mit auf den Weg wollten gehen, war den, dass gehandelt muss gehen, und zwar lo. Die nächsten 5 Jahre sind wirklich für entscheidend. Wir müssen lo handeln, was aber ganz positiv ist, dass effektiv die Solutionen alle durchleihen. Das heißt, wir müssen sie just massiv umsetzen. Solutionen heißt mehr erneuerbare Energien. Wir müssen mehr, also die CO2-Emissionen so sehr wie möglich aufsetzen. Und auch als Verhalten muss man auch ändern. Wir können Klimaziele erreichen, insbesondere für die 1,5 Grad können zu erreichen. Es ist also dringend notwendig, lo zu handeln, und aber geht es immer noch an immer Leute, die behaupten, der Klimawandel gebe es nicht gehen. Also die Wissenschaft ist heute ganz unanim. Klimawandel gibt es, der wird auch auf der ganzen Welt beobachtet. Und das ist auch heute absolut unanim, dass ein Mensch gemacht ist. Wenn der Klimawandel von den Menschen gemacht ist, dann ist es schon ein erster Platz und den Menschen wäre etwas dagegen zu machen. Was soll ihn da machen? Also alle kleinen Mesure zählt, all Stehen, den ich kann umdrehen, zählt. Du als natürlich erneuerbare Energien, als du ein wichtiges Thema hat, kann ich zum Beispiel auf dich PV setzen, also Photovoltaik setzen, kann ich mehr Wandkraft investieren. Wir müssen aber auch als Verhalten ändern. Dazu zählt zum Beispiel, für sich umzustellen am Transport, für mehr öffentlichen Transport zu holen, mehr zu Fuß zu gehen, mit dem Velo zu fahren. Und wann ich muss ein Auto holen, wann möglich mit dem Elektroauto, also erneuerbare Energien. Wir müssen uns auch als Ernährung umstellen, Männer auf tierbasierte Produkte zurückgreifen und mehr vegetarisch essen. Für die Leute eine Hand anzupacken beim Energiespuren gibt es zum ersten Service Ökologik, den wir auch schon hier bei Miersch TV am Detail vorgestellt hatten. Ja, wir haben den Infopoint Ulzestall von der Klimaagenz, die früher My Energy geheescht haben. Und da probieren wir dann die Leute weiterhin zu sensibilisieren. Dann probieren wir auch über die Medien, die wir haben, die Leute peu à peu zu informieren, was sie können hier machen, wie sie können spuren. Ich meine, es gibt auch noch die Möglichkeit, an Service Ökologik einfach anzurufen und sich auch hier ein Bio zu holen. Im Moment ist es schon überall Energiespuren. Und das möchte die Mierscher Gemeinde natürlich auch überall da, wo es sinnvoll und möglich ist. Wir haben das erste auf Soft Skills basiert. Temperatur aufsetzen, richtig lüften, Temperaturlev aufpassen an der Schwemme. Und da haben wir eben dann an der Verwaltung angefangen. Da haben wir Temperaturen auf Solltemperaturen gesetzt. Wir sensibilisieren die Leute. Die Leute kriegen auch alle einen Thermometer. An ihrem Büro, das auch wirklich 20 Grad im Moment anhalten. An den Schulen probieren wir das Lehrpersonal mitzuholen. Wir machen noch Wochenend an Nachtabsenkung, die wird angestellt als technische Service, gehen an alle Gebäude gucken und probieren einen Heizungscheck zu machen, für das wir auch optimal an der Sommer an der Wand gehen. Und daneben ist auch noch ein Schwamm, die bleibt ab für den Moment. Da soll an erster Phase gesagt, wir gehen mal die Temperatur hoch und den Kreislauf. Mit dem ersten Kreislauf gehen wir um 1 Grad drauf, an den warmen Kreislauf gehen wir um 2 Grad drauf. Dann ist es so, dass die Pumpen an der Nacht 50% reduziert gehen.
an noch Dozonanwerke Karmo ausgeschaltet iwwer nøcht, wo noch groß Gewënner kann oder besser gesot Erspurungen kann generieren. Auch daheim passen die meisten Leute aktuell besser auf den Energieverbrauch op. Und da gibt es noch ein paar Tipps vom Expert. Wo sind die verstoppte Verbräucher, die eigentlich nicht gesehen hat, weil wenn man dann guckt, an der Zeit immer 15 Cent bezahlt für 1 Kilowattstunde, Tendenz geht echt in Richtung 40 Cent. Und da kann man so Standby-Verbraucher liegt von 50 € am Jahr auf 150 € am Jahr abgehen. All die Erspurungen von Energie dienen also auch dem Kampf gegen den Klimawandel gut. Wie viele Leute passen im Moment ja aber auch einfach aus eigenem Interesse, also wenn es dem eigenen Portemonnaie besser ab. Ja, das ist richtig. Also Solutionen zum Klimawandel sind meistens auch eine interessante Solution für den Portemonnaie, weil neben der Energie spurt. Alle Energie, die nicht braucht nicht zu bezahlen, dann machen noch keine Treibhausgasen. Aber wenn da zum Beispiel alle Apparater, die vielleicht nicht so energiesparend sind, durch neue will ersetzen, dann kriegt den auch da eine finanzielle Hilfe von der Gemeinde. Zum einen haben wir die energiesparenden Elektroapparate, das sind von Frigo, Tiefkühler, Apparat kombiné, Spülmaschinen und Waschmaschinen. Und dann haben wir auch noch die anderen Subventionen, die auch noch greifen. Das sind alles, was Rehwassernutzung ist. Da haben wir noch Subventionen an Solarkollektoren, zum Beispiel warm Wasser zu machen. Für alle Frauen rund um die Energie kriegt auch ganz gern von den Spezialisten geholfen. Aber wenn jeder mitmacht, dann spürt den Einzelnen nicht just zu. Mit zusammen können wir dann noch Klimaziele erreichen. Die Gemeinde Miersch ist durch ihr Zentrallage am Land auch immer ein gefrohter Platz für Nationalmanifestationen. Und dafür wäre doch nicht wichtig, dass der Armee sich Miersch für eine spezielle Zeremonie rausgesicht hat. An der Halle Kroneberg gouf Ende Oktober und 30 Jahre Auslandsmissionen von der Lützeburger Armee erinnert. 30 Jahre Ersatz für den Frieden. Wir empfängen d'Armee gern am mat offenen Ärem, so den Mierscher Bürgermeister Michel Malherbe, der nicht nur hofrisch drauf war, dass d'Armee sich sein Gemeng für diese Zeremonie rausgesicht hat, mit dem noch aus seiner eigenen Zeit an der belgischen Armee, wo selber auf Auslandsmissionen war, erinnert gouf. Genauso wie dir lebt Soldatinnen als Soldaten, wie sich fertig an Konfliktländern stationiert zu sein. Das zwischen Leben und Tod. Immer am Ziel, die vulnerable Population zu schützen und langfristig Frieden zu schaffen. Es sind hoffentlich, ob ich, Soldatinnen und Soldaten, die hier das Leben für den Frieden an der Welt ersetzen. Gemein Miersch und hier Bierger sind hoffentlich, ob der Lützeburger Armee, merci für Ihren Einsatz bei uns, an Europa und an der ganzen Welt. 1992 huet den Ersatz also ugefangen an dat sogenannten OMP-Gesetz huet in Operation pour le maintien de la paix eng Legalbasis ginn. Op der Zeremonie zu Miersch kruten dann noch eng 124 Soldatinnen und Soldaten hier Medaille de Reconnaissance. Soldatinnen und Soldaten, die in enger Auslandsmission deelgeholen an aber wenns der Pandemie net direkt no der Mission konnten ausgezeichnet ginn. Sie all hun sich für Frieden und Freiheit engagiert, an der Ruf von Lützeburg als zuverlässigen Militärpartner gefestigt. Leider werden so Missionen auch in Zukunft nach neidisch und wichtig sein. Die letzten Monate haben uns für uns angefordert, dass der Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Den Ersatz von der Armee ist dem noch mehr wie je gefordert. Wir als Members von der Armee sind bereit, diesen Ersatz zu bringen. Mehr poussiert Ausbildungen und mehr lange Traininger sind wichtig und indispensabel für die Interoperabilität sowie als Readiness zu steigern, für damit dem gerecht zu gehen,
war den neuen strategischen Dokumenter von der Europäischer Union an der NATO von uns verlenkt. Wenn wir heute 30 Jahre OMP-Engagement feiern, sind der 30 Jahre Militärexperienz am Ansatz für den Frieden. Proportionell zu der Größe vom Land gehört Lützeburg zu den engagiertsten Nationen, wenn es um Friedensmissionen geht. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Lützeburg sich als Kleinland vertrauenswürdig Partner gesicht. Als Gründungsmember von der Europäischen Union, der NATO und der UNO wissen wir als Stärkten besonders am Zusammenspiel mit Alliierten umzusetzen. Wir sind ein Land, dem die Werte Demokratie, Frieden, Freiheit, Menschenrechte, Solidarität und Rechtsstaatlichkeit besonders um Herz liegen. Auch noch international machen wir es dafür stark. Unter dem Fendel von internationalen Institutionen und als deployiert Militär sich am Ausland für den Schutz von der lokalen Bevölkerungen, die Verhinderung von Konflikten, Krisengestion oder Doprechterhalen vom Frieden angesetzt. Das ist wichtig, dass Lützeburger Armee auch weiterhin und so Friedensmissionen teilnehmen. Die Armee hat übrigens auch ein Party Material mit auf mir gesprochen für Missionen am Ausland noch besser zu illustrieren. Und die Responsablen haben sich auch Zeit geholt, für Erklärungen dazu aufzugehen. Und die Armee hat auch ein Flottbuch für den 30. Anniversär von den OMP herausgegeben. Den Aufschluss von der offiziellen Zeremonie, den wird selbstverständlich als heimisch gemacht. Und das war das Ball für heute bei Mirsch TV. Wir erinnern euch aber noch an eine von den größten Manifestationen an der Gemeinde, nämlich den Christmarkt. An den ist wie gewinnt den Weekend vom 1. Advent, also Samstags den 26. und Sonntags den 27. November auf der Mischelsplatz und noch da rundherum. Da sind die gewinnt flott Stände mit Essen, Trinken, mehr Kadoen an Dekorationsartikeln an. Nur 2 Jahre forciert der Pandemiepause könnte Gläschen op den Mirscher Christmarkt. Hier könnt samstags um 5:30 op der Mirscher Gare un. Wir sind als offene Sto Christmarkt und heute sind wir dann den 30. November zurück, dann unter anderem beim Second-Hand-Markt von den Jeunes Mamans oder auch nach der Neue Urgel an der Mirscher Kirche. Bis dahin bleibt gesund und munter. Merci für heute für das Nachgucken und bis geschwind.